Gott Sien nie het volk op Eden nummer 21. Jun reden als Johan dit. Laatste week zagen we wo Gott de Kinder Israël naar den Berg Sinaï kreeg, om aan en zijn macht en heiligheid te bejenen. Dat weer zo beängstigend, dat ze te Moses zeiden, hij zal liever met God reden. Zij befürchten, dat wanneer God met aanreed, würden ze alle sterven. Dan ging Moses en die donkere wolk noorden omharen, en daar reed hij met aan. Hier leed God uit voor alle tijd ganz klar, wo hij is en wo de mens zich te verhouden heeft. Hij gaf aan hier 10 geboten. De eerste 4 regelden dat verhältnis tussen de mensen en God. De laatste 6 regelden dat verhältnis tussen de mensen en zich. Im Katechism worden de eerste 4 als de eerste tafel genaamd en de laatste 6 als de tweede tafel. Vandaar wil ik besonders over de eerste 4 reden. Also gaan we nu naar kapitel 20, vers 2. Daar zegt het zo. Ik zie de Heer dien God, wat die uit het land Egypten, uit dem Sklavenhuis uitgevoerd heeft. Bezied mij, zoals du keine andere jette han. Dit is dat eerste gebod. Daarmee vangt de Heer aan zijn willen te openbaren. Dit gebod zegt ons, dat er geen wezen is, wat met God te vergelijken is. Dit ging ganz in dat denken van de meeste mensen van deze tijd. Jeder land had een begrip voor den höchsten God, aber bezien den gaf dat voor nog vele kleinere jetten. Jeder land had ihre eigene jette, en dat wordt algemeen gedacht, dat deze jette ihre macht bloos binnen de grenzen van ihr land uitoefenen kunnen. En zo wordt gedacht, dat de jetten van Egypten bloos en Egypten macht hadden, en dat einer in een ander land de jetten van dat land aanbeden moest. Dat volk Israël had mank zo'n mensen zo lang gewoond, dat de meeste van dit denken ook uitgestekt werden. Die leer van einen God hadden ze van de tijd van Abraham, Isaac en Jacob langzaam vergeten. Nu openbaart de Heer zich veel klarer als jemals verheer. Hij zegt, hij weer de Heer er God. Eerstens meint dat dis God de Heer is. Bezied aan, heeft het schijnen wo hij zich met vergelijken kan. Hij is de einzige Heer. Dat had hij bewezen als hij de jetten van Egypten te nust maakt, als hij dat land met zijn schrakelige pleuren strooft. Wanneer ook de andere veldje veel verschillende jetten dienden, gaf dat maar einen Herrn. De Heer had zich aan als volk aangenomen. Wanneer hij zei, ik zie de Heer dien God, dan meint hij daarmee dat hij met dit volk een ganz besonderes verhältnis had. Hij weer God. Aber waarom weer hij God? Dat gaf 2 Gründe dafür. Eerstens waren de Israëlieten de Kinder van Abraham, Isaac en Jacob. Zij waren de ervulling van Gott Sien versprechung aan Abraham, dat zijn nakomenschaft zo zolenrijk wordt zijn als dat zand om meer. En dem zijn waren zij Gott Sien besonderes volk, en hij weer God. Aber een tweede grond weer, wils dit volk Kinder van zijn erbarmung werden. Hij zei, ik zie de Heer dien God, wat die uit Egypten, uit dat Sklavenhuis gevierd heeft. Dit weer zijn volk, wils hij dat geraad had. Hij had aan alle, zo te zijn, uit de slaverie uitgekocht. 3 jaar als er nog slaven waren, gaf het werken uitroep, wo zo'n arme mensen dan krachtens vee verkauft worden. Dan gaf het einstmal zo'n, dat er weer wem dat over de slaven jammert. Die wordt dan een slaaf tjeipen en am vrijlaten. Des mens, wat dat gedaan had, wordt erleiser genaamd, wie hij den slaaf van zijn knechtschaft geleist had, en dem hij am losgekocht had. Doordat dat God Israël uit de Egyptische slaverie losgekocht had, wie hij erleiser. Dit weer dan ook de tweede grond,
worum sie keine andere Jetta als allein den Herrn haben sollen, weils hij Erleiser wir. Ist dit nicht ein wunderbares Bild von dem, wat der Herr für uns auch gedonen haft? Hij haft uns auch alle uit de Sklaverie von de Sünden losgekauft. Wir sind von der Tür uit alle ohne Sünde gebunden und kennen von unser Lasters nicht los. Aber der Herr told den höheren Preis, uns loszukaufen. Hij gaf seinen eigenen Sohn an, Jesus Christus, dat hij sein Leben für uns am Kreuz abgaf, dat wir können frei worden. Dadurch ist Jesus uns Erleiser. Hij haft uns auch frei gekauft. Und weil das so ist, soll wir auch ein ganz besonderes Verhältnis zu ihm haben. Dit Verhältnis kommt nicht rot so von selbst. Wir müssen seine Erlösung für uns persönlich annehmen. Wir müssen unseren Herrn auch als den Einzigen erkennen. Dort do wir, wenn wir uns zu ihm bekehren. Durch dit, wo wir durch seinen Geist wiedergeboren zum neuen Leben, wils wir sein Wort gelebt haben. Aber noch eine Frage. Hast du besiegt den Herrn Jesus noch andere Jetta, wat du deinen dest? Dat jaft viele Menschen, die große Angst haben für den bösen Feind. Dat ist meist so, als wenn sie den Feind kriegt zu viel Respekt geben als den Herrn. Alle Wahrsagerie und alle Hexerie ist von diesen selben bösen Feind. So eine Menschen, wat sich da an begeben, laden sich in Lauster ab, wat sie nicht leicht loswerden können. Wenn du nur ein Wahrsager gegangen bist, dann sollst du kurz Büße daunen, in dem Herrn dort bekennen, und am Berden, dort die Freimerke wird von den geistlichen Bahn, wat damit verbunden ist. Ein Prediger, wer sehr viel Menschen geholfen hat, die an so eine abschäselige Gebungenheiten angefallen sind, schrift über einen Fall, wo ein Mann sich wahrsagen leiht. Zu seiner Überraschung soll ihm in der Zukunft allerhand Schlechtes und Krankheit in Euchleck passieren. Als die Zeit dann wieder ging, wie er darüber sehr beunruhigt, als er sagt, dat eint nur dat andere anfängt zu passieren. Dann ging er nur sein Prediger, der ihm dann seht, dat hij dit als ne Sinn bekennen und dafür Büße daunen muss, in sein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Bloß der Herr kann ihm von diesen schändlichen Bahn losmerken. Des Mann bekehrt sich und deed, wat der Prediger ihm gesagt hat. Bloß dann merkt er, dat die Dinge, wat der Wahrsager gesagt hat, dann nicht mehr zutreffen. Dat ist ne Lehre für uns, dat wir mit so ne Gedanken nicht spielen und leichtfertig mit dunklen Mächten proben umzugehen. Der Feind ist stark im Vergleich zu uns, aber er ist ein geschlorener Feind, wem Christus alle Macht über uns hat wahrgenommen. Der böse Feind kann uns nicht andaunen, wenn wir in Jesus Christus sind. Dort meint, dat wir Christus als unser Radar haben angenommen. Gott merkt dat durch das erste Gesetz ganz klar, dat bloß er würdig ist, von Menschen und Engeln gedient zu werden. Bloß er hat Gnade und gute Gedanken über uns. Er ist der einzige Gott. Keinen anderen soll wir anerkennen. Vers 4 bis 6 geben uns das zweite Gebot. Dort steht, du sollst die keine Jatzenbilder merken, und keinerlei Aufbild von dem, was am Himmel ist, oder einen auf der Erde ist, oder am Wasser einer Erde ist. Du sollst die nicht durch Hand schmieden in an deinen, wils der Herr den Gott en aufjanst ja Gott sie, wer die Schuld von der Voders wird trägtolen, ohne Kinder, wat an der Trade in 40 Lied von dei wat mi hosen, en wo über Gnade erwiesen an düsende Geschlechter von dei, wat mi leiven in meine Gebote holen. Dit Gebot hängt mit dat erste Taub. Wann dat besie den Herrn keine geistliche Mächte jeft, wat wir anbeten sollen, dann sagt der zweite Gesetz, wir sollen uns in anderen Gott auch nicht verstahlen. Erstens haft het nichts damit zu tun,
wann Menschen mit einem Aufnehmer Bilder aufnehmen. So'ne Bilder sind je gar nicht zum Anbeten. Dit gebaut als jein Bilder in Gestalten, wat einer anbeten det. Dat meint, wir sollen uns nicht allerhand Gestalten oder Bilder merken von Jetter, wofür wir uns dann handschneien in anbeten. Dit ist für uns Mennoniten von dir keine Gefahr, weil's wir nicht direkt aus dem Heidentum kommen. Für viele, wat in Afrika, Indien und in China abgewassen sind, ist das selbstverständlich, dass sie an ihre Häuser Gestalten oder Bilder haben, wodurch sie ihren Gott proben zu dienen oder nahe zu kommen. Hinge diesen Jetzendienst erst die beise Feind. Firken laat hij, durch das Anbeten von diesen Jetzen, sogar Wunder passieren, so dass die Menschen da noch doller daran leben. Wann dort in diese verschiedenen Länder auch Dutzende Sorten von Jetzen gibt, ist da in Wirklichkeit bloß eine beise Macht dorthinge. Dat is de Zothon, die beise Feind, wat so viel Menschen als möglich met sich in eine Hall inrieten will. Ich denk aber die beise Feind weitert, dat wir uns nicht leicht würden in so'ne Sort Anbeterie inlocken loten. Dat jaft auch noch andere Aufjetter, wat nicht uithalten stein sind. Die sind für uns ne viel gratere Gefahr. Ich denk hier an irgend Dinge, wat wir mehr rechnen aus den Haaren. Dat kon onze Bürerie sein. Dat kon ons Fortig oder sogar das Geld sein. Sicherlich, da wir uns nicht dafür handschneien. Aber da wir die Dinge nicht meist so als Jetzen anbeten, wann die unser ganze Leben Aufmerksamkeit fordern, wann uns irgendwas so sehr beschäftigt, dort wie für den Herrn sein wird, wenig oder keine Zeit haben, dann ist dort Ding ein von diesen Aufjäter geworden. Zo'ne Dinge nehmen Firken unsere Aufmerksamkeit und verlangen unsere Zeit in unser Leben. Wat meint dat, wann dat in Vers 5 sagt, dat de Herr een aufjenstig Gott is? Dit is wat ganz anders, als wann de Mensch aufjenstig is. Bij de Menschen kommt die Aufgunst uit een ontevredenet Hort. Einer ist verdrisslich, dat einer nicht dort haft, wat een andere haft. Aber so ist der Herr nicht. Der Herr will unser Leben, unsere Aufmerksamkeit, weil sie uns uit Leib von der Sklaverie von der Sünd erleist haft. Wann wir uns zu ambitioniert haben, da sei wir sein Eigendom. Wann wir uns dann ab einmal anfangen mit anderen so sehr zu beschäftigen, dass wir keine Zeit mehr für ihn haben, dann ist er aufjenstig. Das ist gleich so, als wenn nur die Chast, die junge Frau sich ab einmal anfängt, für andere Männer mehr zu interessieren als für ihr Mann. Ganz gewiss, wo die junge Mann sehr aufjenstig sind, und er wird dort auch in volles Recht haben. Gott hat Israel als ne Brut uit die Gefangenschaft von Ägypten gekauft. Sie soll am Trü sein und nicht mehr in Verlangen haben nur die oude Aufjäter von Ägypten, wat bloß in der Sklaverie hielden. Die Straf für Sonne, wat dat deiden, wir sehr groot. Die Straf dafür streckt sich sogar uit op een Grautschenga in de Urgrautschenga. Ich verstehe das so, dass die Vordersch durch ihre Aufjäterie ihre Families den falschen Weg leiden, und die leiden ihre Kinder auch weiter das Falsche. So geht es dann immer wieder, dass Gott durch viele Menschengeschlechter bestrafen muss. So ist die Welt am ersten Platz in das Heidentum angeroden. In die Menschen, die daran gebunden sind, wurden auch Gott Sien gerecht für ihre Aufjäterie erleben. Aber mochten die Menschen in der Aufjäterie blieben? Nee, auf keinen Fall. Wer umdreht und für diese Sinn Buße tät, der kann Gott seine Gnade erfahren. Er verspricht, dass er Dutzende Geschlechter von die segnen wird, wat am Leben in seine Gebote holen. Wenn du merkst, du bist auch an irgendeine Aufjäterie gebunden, dann darfst du zum Herrn Jesus kommen und am sagen, die sind deine Sünden leid. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wer dort tät, in den Herrn im Gehorsam nachfolgt, der kann sich darauf verlassen, dass der Herr seine Familie
en ook de komende families zijnig nood erwezen wordt. Dat heeft hij versproken. En vers 7 is dat derde gebod. Daar zegt de Herr zo: Du sollst den Namen von dem Herrn dienen Gott nicht leichtfertig uitspreken, wils der Herr demjenigen nicht angestroft wird loten, der seinen Namen leichtfertig uitspraakt. Dit gebod geeft ons Abklärung, wo wir von unserem Gott reden en of wir ihm mit Respekt anreden. Wann die Heiden ihre Götter anbeten, dann worden sie verken ganz ivrig. Sie dansen darum en seien den Namen von ihr Gott immer ever en ever. So ne Plauperie hat der Herr uns verboten. Seinen Namen immer weiter nahen, ist nicht neidig. Hij wird uns Gebet nicht durchwehen erhören, wils wie seinen Namen so verken seien. Hij erhört uns Gebet, wann wir nur seinen Willen beten. Aber das gibt noch andere Wege, wo wir seinen Namen nicht ehren. Dat is wann wir een Fluch uitspreken. In de Welt wordt het zeer veel gedaan, besonders mank Männer. Sich leven, wann sie so eine grove Rede haben, dann beweist dat wo stark und mächtig sie sind. Sich leven, sie können Menschen dadurch viel doller beeindrucken. Aber der Herr wird für jeder annettet Wort Rechenschaft verlangen. Vielleicht sagst du die, dass du in diesem ganz unschuldig bist. Dat ist sehr fein, aber vielleicht gibt es auch in deiner Rede so eine Wieder, wat den Herrn seinen Namen leichtfertig uitspreken. Wenn Menschen sich tieren, dann seien sie verken, o jein. Dat ist eine Verkärterung von den Namen Jesus. Vielleicht hast du das nicht gewusst. Aber wenn wir das weiten, dann soll wir so eine Wieder nicht mehr brücken. Uns Herr ist so groß, dass sein Namen bloß verehrt worden soll. Die Bibel sagt, dat Gott den Herrn Jesus so einen großen Namen gegeben hat, wat über alle Namen steht, so dass sich noch einmal alle Knieën biegen worden, en alle Tungen bekennen worden, dat Jesus der König ist von alle Könige en der Herr von alle Herren. Weil wir diesen Namen niemals durch unser Gleichgeldgerät en Oneer bringen. De Vers 8 tot 11 geven ons das vierde Gebot. Da sagt es, denk an den Sabbattag en hol den heilig. Saßt du sollst du arbeiten en all deine Arbeit verrichten, aber der siebente Tag ist der Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an dem Tag keinerlei Arbeit tun, nicht du oder dein Sohn oder deine Tochter oder dein Knecht oder deine Kirche oder dein Vieh in der Fremde, wat bei dir wohnt. Wils en Saasdeel haft der Herr de Erde in den Himmel gemerkt, dat Meer en alles wat doorbennen is, en am siebenten Tag deed hij ruhen. Door wij sehen de Herr den Sabbat en deed am Heiligen. Dit gebod is een aandenken aan dem, wat de Herr bij de Schöpfung deed. En Saasdeel wordt durch am alles geschaffen, wat het jeft. Aber am siebenten Tag deed hij ruhen. Dat meint nicht, dat de Herr dan meid wir, so is een Mensch, wann de schwore Arbeit haft. Ons allmächtige Herr wordt niemals meid, wils hij allmächtig is. Dit meint, dat hij an dem siebenten Tag keine Arbeit deed, en dat hij den siebenten Tag apart zat en anders brukt als de andere saß. Dit soll dan ook dat Master zijn für de Menschen. Hij wist, dat de Mensch gesundheitlich boul in de grond geht, wann hij bloß währendweg immer arbeit. Hij soll einmal en 7 Tage zurückkommen. Aber du hast noch mehr dabei. Hij soll sich nicht bloß an irgendeinen Tag uittreiben, aber am 7. Tag soll das passieren, kraakt zoals der Herr dat gedonen hat. Dis Tag soll geheiligt worden. Dat meint, dis Tag soll apart gehouden worden en anders gehouden worden als al de andere saß. Dit wie een dag, wo de Mensch über Gott en alles wat hij voor ons gedonen heeft, nadenken soll. Der Herr hield het zeer geneigd met diesen Dag, wils wann sie diesen Dag nicht hielden, weisen sie damit, dat sie Gott in zijn woord maar als gering achten deiden. En Jesus seine tijd hadden de Juden de Gesetzlichkeit met den Sabbat so sehr überdreven,
dat sie sogar festgelegt hadden, wieviel meter een mens oder een tier Sabbat gehen darf. Door jeen leert ons haar en vroeg aan, wanneer os Sabbat am Baum fällt, darfst du am da nicht rütholen? Dann sagt Jesus, der Sabbat ist für die Menschen gemerkt, und nicht die Menschen für den Sabbat. Dat meint, dat Gott den Menschen im Sinn hat, als hij bij die Schöpfung den Sabbat anführt, und dat dit für er Gouds wär. Aber wo kommt dat? Dat die christliche Kirche nicht mehr den Sabbat hält. Sinnowend ist der 7. Tag, also der Sabbat. Aber von der holen die Christen den Sonntag und nicht den Sinnowend. Dat kommt daher, dat uns Herr Jesus am Sonntag, am ersten Tag von der Werk, vom Dood abstund. Nodem lesen wir in der Schrift, dat sich die Gemeinde dann immer am ersten Tag von der Werk versammelt, und dat ist der Sonntag. Nodem ist dat für die Christen in der Welt die Tag geworden, wat sie heilig in der Port holen. Paulus schreibt zu den Kolosser so, dann lot je nu von keinem dat je Wessen schwor merken, door even wat je eten oder trinken sollen, oder wonen helge der je holen sollen, oder even nie Licht in Sabbat. Dit wären alles maar Schattenbilder von dort, wat noch kommen soll, aber die Wirklichkeit ist Christus. Wir sollen diese Gesetze nicht als ein Aufgott betrachten, wat uns gebunden hält, aber wir sollen die Wahrheiten anerkennen, wat diese Gesetze verbildlichen. Die Wahrheit soll wir im Gehorsam dann uitleven. Aber unsere Zeit ist weiter zu eng, weil wir noch zu beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns deine 10 Geboten gegeben hast. Du hast dir gegeben, dass wir davon erkennen, wer du bist und wo wir die und unsere Mitmenschen am besten dienen können. Ich bete, dass du uns von aller dodge Gesetzlichkeit möchtest freimachen, so dass wir deine Geboten nicht bloß büterlich, aber auch in unsere Horten befallen. Amen. Wann je noch Fragen haben, über dort, was ihr auf das Programm gehört haben, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. ich wünsche you alle eine gute Welt. Auf Wiedersehen.